Meine Frau und ich sind vor 2 Wochen aus einer Gruppenreise, die wir geleitet haben, aus Vietnam heimgekommen. Und wenn man in Vietnam reist, dann begegnet man der Religion auf Schritt und Tritt. Man kann gar nicht anders, als Religion zu begegnen. Ein Religionsgemisch aus Animismus, das ist Geisterglaube, Taoismus, das sind universelle Prinzipien, und Buddhismus. All das wird irgendwie zusammengemischt und je nach Dorf und Stadt wieder eine andere Kombination. Jedem Geschäft und jedem Haushalt gibt es einen sogenannten Ahnenaltar. Den sehen wir jetzt gerade da vorne. An dem Altar werden Verstorbene geehrt und verpflegt. Je nachdem, was sie gerne hatten, stellt man ein Bier an, Kokosnuss, Ananas, Coca-Cola, was sie immer weiss, was sie gerne haben. Warum macht man das? Man tut sie verehren und ihnen dienen, damit sie nicht zu Dämonen werden. Weil wenn sie umschwirren im Weltall, irgendwo im undefinierbaren Platz, und man tut sie nicht genug ehren, könnte es Dämonen geben, die einem nachher plagen und quälen. Ich hatte einen Guide in unserer Gruppe, einen örtlichen vietnamesischen Guide. Er hat mir am 2. Tag erklärt, als ich ihm erklärt habe, wer wir sind, hat er mir gesagt, er sei im Fall Atheist. Am anderen Tag hat er der Gruppe erklärt, dass er auf seinem Dach oben einen Ahnenaltar hat und noch angebetet hat, bevor er gekommen sind. So viel zum Atheismus. In dem Umfeld von dieser religiösen Dunkelheit ist mir das Evangelium nochmal so baff. Nochmal richtig eingefahren. Die Grösse und die Dimension vom Evangelium. Und ich habe 2 Kurzseminare mit einer Gruppe gehalten über das Evangelium. Und als ich heimgekommen bin, habe ich gesehen, das ist genau mein Predigtthema, das mir vorgegeben ist. Besser kann es nicht passen. Unsere Predigtserie heisst «Kompass vom Glauben». Und die Frage ist, nach was wir unseren Glauben ausrichten. Was ist unser Orientierungspunkt? Was ist unser Fixpunkt im Glauben? Es gibt so viele Nebengleise, die könnten sein. Am letzten Sonntag hat Dani Weber darüber geredet, von dem Fixpunkt Jesus Christus. Er hat uns Jesus nochmal so richtig vor Augen gemalt. Und heute Morgen möchte ich den zweiten Fixpunkt, den zweiten Orientierungspunkt, den zweiten Kompassnadel vorstellen. Das ist das Evangelium. Das Evangelium. Wenn jemand fragt, oder wenn ich jemanden frage, was ist das Evangelium, dann antworten viele mit Versöhnung mit Gott durch Vergebung von der Sünde. Das ist nicht falsch. Das ist richtig. Und es ist gut, wenn wir das Evangelium kurz erklären können. Aber es ist bei weitem nicht alles. Es ist sehr verkürzt. Wir leben in einer sogenannten aufgeklärten Zeit. Und in der heutigen Zeit, wenn wir das Evangelium auch verkürzt weitergehen, gibt es viele Leute, die können damit nichts anfangen. Wenn wir aber entdecken, dass das Evangelium viel grösser ist, dass der Orientierungspunkt viel umfassender ist, dann merken wir plötzlich, das Evangelium ist da für alle Menschen, auch heutzutage in der heutigen Zeit. Das Evangelium, und das ist mein Anfang, hat 3 Dimensionen. Die erste Dimension ist die vertikale Dimension. Jetzt meine Frau, als ich heute Morgen in der Vorbereitung gesagt habe, dass ich nicht gut zeichnen kann, hat sie gesagt, das stimmt. Also ihr werdet Nachsicht haben mit mir und sonst sind ihr selber schuld. Das ist die sogenannte vertikale Dimension. Im Römerbrief Kapitel 5, Vers 1 steht: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unser Herrn. Die vertikale Dimension ist die persönliche Dimension. Es ist die Dimension vom Frieden haben zwischen uns und Gott. Die Dimension vom Versöhntsein zwischen dir und Gott. Von dem Weg, wo fehlerhaft ist, von dieser Differenz vom heiligen Gott zum fehlerhaften Mensch, wo jede Religion einsieht. Das ist es ja, was in Vietnam, die anderen Länder ist. Sie wissen, da fehlt etwas. Und sie versuchen, dem Gott oder dem Es oder was immer ist, irgendwie gerecht zu werden.
Und die erste Dimension vom Evangelium ist die wir alle kennen, oder viele von uns ist die, dass wir uns nicht mit Mühe geben, sondern aus Gnade, aus reiner Vergebung, durch Christus Jesus in Kreuzestod zu Gott kommen können. Also die erste Dimension, die wir gut kennen, ist die vertikale Dimension. Die zweite Dimension, wo wir vielleicht weniger daran denken, ist die horizontale Dimension. Es ist die Dimension zwischen Mensch und Mensch. Da heißt bei der Antrittsrede von Jesus Christus Folgendes. Jesus sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade. Das ist die horizontale Dimension oder die zwischenmenschliche, persönliche, zwischenmenschliche, soziale Dimension. Da, wo das Evangelium hinkommt, da verändern sich Beziehungen zwischen Menschen und werden wiederhergestellt. Da, wo das Evangelium hinkommt, werden Arme nicht mehr arm bleiben, wenn das Evangelium dort ist, weil eine soziale Gerechtigkeit kommt rein. Dort, wo das Evangelium hinkommt, werden Gefangene in der zwischenmenschlichen Beziehung Gefangene nicht mehr gefangen bleiben, sondern Vergebung wird kommen unter den Menschen und so wird die Freiheit entstehen. Und blinde Menschen, sagt das Wort Gottes, die bis jetzt blind sind für die Vergebung und für die gute Botschaft, werden die Botschaft von Jesus hören, wenn die vertikale, die Seitendimension einkommt. Die horizontale Dimension. Jetzt gibt es noch eine dritte Dimension. Die dritte Dimension vom Evangelium, die wir oft vergessen, weil sie noch zukünftig ist, ist die kosmische Dimension. Die übersteigt alle anderen Dimensionen. Wir lesen davon im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 21. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Die kosmische Dimension ist das, wenn die Welt wiederhergestellt wird. Das Evangelium redet schon von dieser Zeit, wo es kein Leid mehr wird sein, kein Tod mehr wird sein, keine Tränen mehr wird sein. Da, wo die Schöpfung versöhnt wird sein. Da, wo die Schöpfung nicht mehr kaputt ist. Da, wo die Schöpfung wieder wird ganz sein. Das ist die globale, die kosmische Dimension vom Evangelium. Und so haben wir ein gewaltiges Evangelium, das in 3 Dimensionen gewahrt wird. Jetzt schon da, wo das Evangelium hinkommt, ein Reich Gottes entsteht und in Zukunft im Globalen hinein. Das Evangelium und das Reich Gottes, das sind 2 verschiedene Begriffe, die wir in der Bibel sehen. Evangelium und Reich Gottes. Steht in Markus 1,15 Folgendes. Da sagt Jesus, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt die gute Botschaft. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. In der Aussage von Jesus gibt es 2 Kernsachen, 2 Stichworte. Das erste ist gute Botschaft und das zweite ist Reich Gottes. Wo Jesus Christus auf dieser Welt gelebt hat, ist von ihm aus die gute Botschaft gegangen. Das Evangelium.
Heute geht die gute Botschaft von all denen raus, die Jesus bezeugen. Immer wieder vom Mittelpunkt, vom Orientierungspunkt von Jesus Christus geht die Botschaft vom Evangelium raus. In unterschiedlicher Weite. An unterschiedlichsten Orten. Das ist das Erste, die gute Botschaft, die der Jesus davor redet. Das Zweite im Zusammenhang mit der guten Botschaft ist Reich Gottes. Überall da, wo die gute Botschaft verkündet wird, Evangelium verkündet wird, verstehst du? Und dort aufgenommen wird, angenommen wird von Menschen, angenommen wird von Menschengruppen, dort entsteht was? Reich Gottes. Einflussbereich von Gott. Zuerst, bevor ich da weitermache, möchte ich euch mitnehmen in die Vielfalt von dem Evangelium. Vielfalt von dieser Nachricht, die da kommt. Vielfalt von dem, was das Evangelium drinnen alles ausmacht. Einerseits Vergebung und Versöhnung. Das ist Teil vom Evangelium. Dann ganzheitliche Annahme durch Gott von uns Menschen. Ganzheitliche Annahme. Brutto, so wie wir sind. Das nächste ist teuer erkaufte Gnade. Gnade kostet nichts. Das nächste ist, das Evangelium beinhaltet eine kommende Gerechtigkeit. Es wird einmal Gerechtigkeit kommen. In einer Welt, wo es so viel Ungerechtigkeit gibt, sagt das Evangelium, es wird eine Gerechtigkeit kommen. Das nächste, was das Evangelium beinhaltet, ist innere Freiheit von Abhängigkeit, wie Ängste, Sucht und Zwang. Da, wo das Evangelium hinkommt und Reich Gottes entsteht, da entsteht innere Heilung. Evangelium beinhaltet herrliche Ewigkeit, eine Ewigkeitsdimension. Evangelium beinhaltet Würde von jedem einzelnen Mensch durch Gott, durch die Wiederherstellung. Evangelium beinhaltet Heilung im jetzigen oder und im zukünftigen Leben. Evangelium beinhaltet Wiederherstellung und Veränderung in einzelnen Leben, in Familie, in Beziehung, in Arbeitsplätzen, in finanziellen Fragen. Evangelium beinhaltet Beistand durch den Heiligen Geist. All das ist im Evangelium drin. Und jetzt kommt das Evangelium und das Reich Gottes. Wo das, was ich euch jetzt erzählt habe, hinkommt und Menschen annimmt, entstehen so Oasen vom Reich Gottes. Jetzt lehrt uns Jesus beten im Unser Vater, dein Reich komme. Wo so um Himmels Willen lehrt uns Jesus das beten, dein Reich komme. Warum beten wir das? Weil schon Jesus Christus von dem Spannungsfeld gewusst hat, von das Reich Gottes kommt durch das Evangelium und trotzdem ist das Reich Gottes auch noch zukünftig. Es ist das Spannungsfeld, dass das Reich Gottes in unterschiedlicher Intensität kommt. In unterschiedlichen Orten dieser Welt. Wir haben auf der Vietnamreise einen Gottesdienst besucht von einer vietnamesischen Gemeinde. Und der Senior Pastor, der über 100 Gemeinden leitet, hat uns erzählt, wie das Evangelium in den Bergvölkern oben so Reich Gottes Oasen baut. Und was dort alles geschieht, da kannst du richtig neidisch werden. Ein bisschen schon. Also Jesus weiss um das Spannungsfeld zwischen jetzt schon Evangelium da und Reich Gottes wird und trotzdem erst zukünftigem Reich Gottes, wo dann gänzlich da ist. Oder eben in unterschiedlichen Intentionen, unterschiedlichen Orten auf dieser Welt. So erleben wir mit, wie wenn wir heute schon, wo Reich Gottes ist, teilweise Krankenheilungen erleben, aber eben viel zu wenig
weil das noch nicht so intensiv ist, das Reich Gottes. Ich habe einen Vergleich, jeder Vergleich hinkt, aber ich brauche ihn trotzdem. Eigentlich liegt über dem Reich Gottes noch im Moment wie eine Nebeldecke. Heute Morgen haben wir Nebel gehabt, als ich rausgeschaut habe, zum Fenster raus. Es liegt noch wie eine Nebeldecke, wo ein Stück von dem Reich Gottes sagen, von dieser Realität, von dem Reich Gottes für uns Menschen noch verhüllt. Und immer wieder aber erleben wir es teils Orte auch in unserem Leben, in der Familie, im eigenen Leben, an verschiedenen Orten, wenn wir beten an unserem Gebetsteam, wie sich ein Stück von dem Nebel wieder löst und die Sonne kann durchscheinen, das Reich Gottes wieder aktiv wird und Einfluss hat. Es ist so, je mehr Menschen vom Evangelium erreicht werden, also je mehr Menschen das Evangelium verkündet wird, aber dann auch je mehr Menschen das Evangelium annehmen und dort das Reich Gottes entsteht, je mehr erleben wir, was Reich Gottes wirklich bedeutet. Und wir haben einen Alpha-Life-Kurs von der Glaubensgrundlage erklärt und gezeigt, wie wir wollen, dass das Evangelium rausgeht, die gute Nachricht, in der ganzen Breite, in der ganzen Fülle, in der ganzen Herrlichkeit. Das ist nicht so. Das Evangelium ist so gross, wie ich es euch versuche vorzustellen. Und Freunde, wir sind ein Teil davon. Jesus hat angefangen. Und wir tun einen Teil davon. Wir werden ein Teil davon, weil wir nochmal begeistert werden vom Evangelium und Ausschau halten. Weil es ist so, je mehr das Evangelium in deinem Leben Einfluss bekommt, je mehr entsteht in deinem Leben ein Reich Gottes. Und je mehr Reich Gottes in deinem Leben entsteht, je mehr sehen andere Menschen, was es bedeutet. Was es bedeutet, wenn Frieden in eine Familie kommt. Wenn Frieden in eine Ehe kommt, wie es in meiner Ehe war. Wenn Depressionen nicht überall, aber da und dort anfangen zu weichen. Wenn Menschen eine neue Beziehung zu Geld bekommen und mithelfen, dass die Armut auf dieser Welt kleiner wird, wie sie verstanden haben, dass das Evangelium verschiedene Dimensionen hat. Wenn sie miterleben, wie Menschen, die das Evangelium kennen und das Evangelium aufgenommen wird, wie sie miterleben, dass die nicht Angst haben, sondern dass sie Ausschau halten nach dieser neuen Schöpfung, nach dem kosmischen Dimension, wo man wird sein. Und dass die grosse Hoffnung ist in einer Welt, wo sich selber immer wieder droht zu zerstören. Wie wir, du und ich, das Evangelium hören und unsere Herzen auftun und das Evangelium umsetzen, unsere Herzen erreicht, nicht nur der Verstand, unser Leben verändert, entsteht Reich Gottes. Und im Reich Gottes gibt es eine gewaltige Ausstrahlung. Und darum beten wir mit Jesus zusammen und rufen, dein Reich komme, Jesus. Es muss mehr Reich Gottes kommen, verstehst du? Viel mehr Reich Gottes. Und für das müssen wir viel mehr das Evangelium verkündigen. Und für das müssen wir beten, dein Reich komme. Für das braucht es Menschen, die ihre Knie beugen. Menschen, die beten, dass mehr das Evangelium auch Wirkung zeigt im Leben von verschiedensten Menschen. Darum rufen wir, dein Reich komme. Das Evangelium für dich und die Nächsten. An biblischen Beispiel möchte ich noch aufzeigen, wie unterschiedlich das Evangelium sich auswirkt bei Menschen. Da sehen wir in der Bibel, wie der Zachäus durch das Evangelium Annahme und Nähe mit Gott erlebt hat. Vielleicht brauchen deine Freunde Annahme und Nähe zum Schöpfer der Welt. Vielleicht brauchst du Annahme und Nähe zum Schöpfer der Welt. Dann ist das Evangelium für dich da und für deinen Freund.
Die gekrümmte Frau, sie hat durch Jesus wieder Würde bekommen. Vielleicht brauchst du Würde, weil du in dieser Welt gar nichts zählst. Vielleicht braucht dein Freund, deine Freundin, dein Arbeitskollege Würde. Das Evangelium verkündet die Würde. Und das Reich Gottes setzt die Würde frei. Die Frau am Brunnen hat das Evangelium von Jesus, wo das Reich Gottes zu ihr gekommen ist, wahres Leben, sagt sie, gefunden. Nicht Fake-Leben, nicht Nachrennen nach allem Leben, sondern wahres Leben. So das Leben von dem Wasser von dem Jesus und das Leben von dem Brot von dem Jesus hat sie erlebt. Vielleicht braucht dein Freund, deine Freundin so ein wahres Leben. Vielleicht brauchst du das Leben, wo irgendwie anders ist, wo du nicht mehr musst Brunnen graben, wo Löcher haben und das Wasser versinkt, sondern wo das Lebenswasser hebt, wie es von Christus Jesus kommt. Für den Nathanael war es, wo das Evangelium erreicht hat, dass er gemerkt hat, ich werde gesehen. Ich werde nicht übersehen. Und ich werde wertgeschätzt. Vielleicht brauchst du oder deine Freundin oder dein Arbeitskollege ein Evangelium, wo er gesehen wird. In der Masse von dieser Welt. In der Masse von diesen Menschen gesehen wird, weiss, ich werde gesehen und wertgeschätzt. Für die Ehebrecherin war die gute Botschaft Vergebung für ihre Schuld. Vielleicht brauchst du Vergebung von deiner Schuld, dann ist das Evangelium in diesem Bereich für dich da. Vielleicht braucht dein Freund, deine Freundin, dein Arbeitskollege, dein Nachbar Vergebung von der Schuld. Das ist nicht altmodisch. Wisst ihr, wie viele Menschen auf dieser Welt rumlaufen, die mit Schuld beladen sind? Schuld, weil sie Ehen gegen die Wand gefahren haben. Schuld, weil sie schuldig geworden sind ihren Kind. Schuld, weil sie ihr Leben verkackt haben. Für die Ehebrecherin war es Vergebung von der Schuld. Vielleicht brauchst du das Evangelium auf dieser Art. Für den Blinden war das Evangelium heilig. Vielleicht brauchst du Heilung, innere oder körperliche Heilung. Als ich mich vorbereitet habe für die Predigt, und heute Morgen habe ich nochmals so eine tiefe Sehnsucht bekommen. So eine tiefe Sehnsucht, dass der Nebel doch mal weichen. Und das Reich Gottes doch entsteht. Überall, überall. Viel mehr, viel mehr, viel mehr, viel mehr. So dass es sichtbar wird. Bis dann, wenn wir beten zusammen. Und bis dann, wenn wir uns freuen im Evangelium. Und bis dann, wenn wir nicht aufgehen. Uns ausstrecken nach dem Evangelium. Und ausstrecken nach dem Reich Gottes. Amen. Ich bitte euch zum Aufstehen fürs Gebet. Jesus, du hast uns gelehrt zu beten, dein Reich komme. Und du hast gesagt, dass mit dir die gute Botschaft verkündet wird und dein Reich auf die Erde gekommen ist. Und wir sehen in dem Evangelium, was es bedeutet, wenn dein Reich kommt zu den Menschen. Und was es bedeutet, wenn die gute Nachricht aufgenommen wird von den Menschen. Und ich bete uns das erste Mal, dass wir uns an dem Orientierungspunkt ausrichten können. Unsere Kompassnadeln ausrichten an dem Evangelium, an dem wunderbaren Evangelium Jesus. Ich ehre dich dafür. Ich danke dir dafür, über den Reichtum, wo wir oft geschlossene Augen haben dafür. Und zusammen sagen wir, können wir sagen zusammen, dein Reich komme, 2, 3. Dein Reich komme, nochmal, dein Reich komme, dein Reich komme. Ja, Jesus, dein Reich soll kommen. Dein Reich soll kommen in unserem eigenen Leben.
Komm, begegne uns im Evangelium, dass dein Reich kommt. Dein Reich soll kommen in unseren Beziehungen. Dein Reich soll kommen in unseren Arbeitsplätzen. Durch uns. Dein Reich soll kommen in unsere Nachbarschaft. Wir wollen nicht nur hören, wie in Ländern, wo es ganz schwierig ist, das Evangelium zu verkündigen, wie du dort wirkst und wie dein Reich ganz stark leuchtet. Je dunkler das es ist, je leuchter, hellen ist das Evangelium und das Reich Gottes. Wir wollen es hier bei uns sehen. Hier in Winterthur, hier in unseren Dörfern draussen, hier in unserem Leben. Danke vielmals. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.